viele Jahre terug, dann las ich mal ein Buch. Das Buch war leibig an das 28 geschrieben. Und das Buch nennt sich das Present Darkness. Das jen wird je Düsternis. Und das Buch ist so geschrieben, dass das wisst uns die physische Seite, oder like die physical side, auch die geistliche Seite. Und so die Geschichte dreht sich um eine kleine Dorf, das ist geschrieben, eine Staatswurst, eine kleine Stadt, ein natte Dorf. Und durch das Dorf, durch eine Schule, durch die nie lernen. Und wenn in 80 Jahren, 90 Jahren, dann wird ein großes Thema wie ein New Age Movement. Und das wir nie lernen, was nennt scheint, was sei in die Kirchen. Aber im Großen und Ganzen genommen, diese Lehre, die von Gott weglehren und Menschenkraft nennen lehren. Und so, ich meine, das sind viele Dinge, dabei die ganze Entwicklungslehre, wie dabei verschiedene Dinge. Und so, das Buch wie sie geschrieben, dass wir ein großer Kampf in dieser Stadt zwischen der Schulkomitee und der Kirche und den Prediger und den Reporter und so Dinge. Aber dann wird immer geschrieben von der geistlichen Seite. Was die Teufel tut mit seinen gefallenen Engeln und wo der versucht, Menschen zu verleiten. Wenn ihr noch mal gleich ein interessantes Buch lesen, vielleicht hast du von ihnen das gelesen. Ich weiß, das ist ein altes Buch, aber das ist ein bisschen die Geschichte von dir. Weißt du, wir leben in einer physischen Welt. Und alles, was wir sein, ist, was Menschen mit Rahmen sind und diese Dinge. Aber, was wir einmal vergessen, ist, dass das eine geistliche Welt, das besieht uns. Das ist ein bisschen, wenn ihr ein Radio hört, dann habt ihr vielleicht ein Nummer an dem Radio und dann hört ihr eine Art Musik. Und dann dreht ihr ein bisschen wieder und dann so ganz das was. Dann haben wir Frequencies, like das sind verschiedene Wahlen und die tun nicht einander, die können verschiedene hören. Das ist ein bisschen ein Beispiel von wo das schafft. Wir sind in einer Frequency, können wir sagen, oder auf Englisch nennen wir das Dimension, wir sind auf einer Stelle in der geistlichen Welt, der Teufel mit seinen gefallenen Engeln ist Fuß besiegt, die sozusagen, aber das ist eine andere Frequency. Und so wie kann das nicht sein. Ich sage das nicht, um den Grülen. Aber wir wollen klar haben, dass das eine geistliche Welt Romans. Und am einmal, dass Gott mal die Gardinenbette sieht, dann können wir mal einmal hängen, checken sein, was jetzt für eine geistliche sieht. Und das ist, was wir von der wollen checken. Wir sind in Openboarunk und sehr interessante Geschichte. Ich will Ihnen auch sagen, dass wir wollen nicht sozusagen den Wald verjäten wie einen Baum. Einmal vertiefen wir uns mit einer Einzelheit, so sei ja, da wir das gerade Bild verjäten. Und wenn ihr auf die Openbarung kommt, dann sind da viele so eine Dinge, da sind allerhand Einzelheiten, weil wir nicht korrekt, was das meint. Christen sind sich lange nicht einig über was das meint. Na manchmal können wir uns da mal verbesseln, aber wir checken nicht mal eine Openbarung, wenn das eine sind, was keiner verstehen kann. Aber wir wollen da nur die gerade Geschichte checken. Und so da war ich von der betont, dass wir nur die große Geschichte checken. Ich habe Ihnen gesagt, von Anfang an, was wir in Openbarung wären, dass du als Gott seine Geschichte, das ist eine Königreich-Geschichte. Rein uns von Gott ein wieder, wäre Gott sein Ziel, dass er würde diese Welt regieren durch seine Person. Und dann kommt der Teufel dann an, und der Teufel will diese Welt regieren durch seine Person. Das ist der Krieg in dieser Welt. Das ist der geistliche Krieg. Und so, wenn ihr in der Bibel lesen, im Alten Testament zum Beispiel, dann haben wir alle Hand Krieg. Und wir wundern, was in der Welt geht hier an? Like Gott sagt zu Israel, sie sollen mal, und was fällt, bloß mal ganz ausweiten. Was schafft der Tod mit einem lebenden Gott, und der ist voll genug, und der rat uns und so. Und so, wir verstehen uns da meist nicht mehr. Aber wir vergessen, dass das ein geistlicher Krieg, und der spielt sich einmal aus, physisch. Aber dass Gott seine Geschichte von Gott ein wieder, wo er will sein Königreich auf dieser Welt abstellen. Das ist ein irdisches Königreich, was umgekommen ist, wie nennen das 1000 Jahre Reich. Und da sind auch allerhand Ideen über das. Aber wie man nicht verstehen, dass das gerade Bild, das hat zu tun mit Gott seinen Erlösungsplan. Und so wie wollen Gott seinen Erlösungsplan von der geistlichen Seite sein, von der, ganz von Gott ein, aber ganz, wie kann sein, bei der Ewigkeit, oder besonders bei der 1000 Jahre Reich. Na, wir sind in Kapitel 12, 13, 14 gehen taub in Openbarung. Und so da haben wir sozusagen eine unheilige Dreieinigkeit. Wir haben den Teufel, Antichrist und den falschen Propheten. So wir waren von den
van den Antichristen, falscher Prophet, waar we nächstes zijn nog een beetje al reden. Van der gaat het om den Dievel zelfs. En zo wie man het klar haben, dat du hast een vriend, der heeft zijn helper so te zijn, zijn gefallene engel. En dat is wat God ons hier wiest in deze geschichte. Dit beeld zei met bekend, Openboarunk is geschreven in 3 zevens kunnen zijn, de 7 seals, oder Seelen, en dan de 7 personen, wie zijn hier tussen. En du hast immer zwischen de 6e en de 7e is immer een pauze. En zodat als dus van God eenmaal stilhoudt en ons mal eenmaal een beetje grader het beeld wiest. En dat is wat hij hier deed. Dat Kapitel 12 besonders, dat is de ring onze geschichte van God zijn erlösung ganz van Gott eigen wieder. En zo, aber dat God stelt het en zo interessant, dat was vers, zoals die worden zijn. En zo in Openboarunk 12 vers 1, da sagt het, en door schijn een groot wonderteken im Himmel. Nou, dit is dus een gelijkenis. Dit is een beeld wat Johannes ziet. En zo willen we ons niet sozusagen abhängen aan de Einzelheiten. We willen gerade een beeld zijn. En door schijn een groot wonderteken im Himmel, eine Früh. Ongetrokken met de zon en de maan onder ihre Feet en op ihren Kopf eine Kroon van 12 Sterns. Nou weet je, wanneer je een beetje studeert van Openboarunk en je hoort nou vielleicht een andere leraar en zo, dan word je hastig wat fijn van arbeid van de Sterns, je wist moeten opleiden en zo weer. En zo dat is wat het meint. Ik wil door een beetje van weg gaan. Like de Sterns zijn door, en wanneer dat is wat God schafft, dat is meer dan. Maar dit is een beetje een geraderd beeld. Dit is het beeld van Jozef zijn droom. Jozef droomt, hij had 2-maal gedroomd, we kennen de geschichte van Jozef, maar hij droomt dat zijn vader, zijn moeder en de 12 Sterns, er 11, maar aan tot 12, die buwen zich te armen, die sozusagen de beden aan. Dat is dat beeld wat we hier hebben. Dit is een beeld van het Israëlitische volk. En zo'n Israëlitische volk, Jozef droomt ervan, Jacob met zijn 12 zoons, dat volk, en zo dat is het beeld. Dat is het grotere beeld wat we hier hebben. Dit is een jüdische boodschap sozusagen, een Israëlitische, maar wie van onze Bibel zijn we bekend met dat. En zo dat is de früh, waar we de früh im denk houden. Dat is really dat Israëlitische volk. Dat zeggen zij weer zwanger en schreef in geboortsvideo en weer een kwol zum geboren. Nou weet je één ding wat God voort van aanvang zegt, en dat is dat God erklärt Krieg met een duivel. En ik wil je het vers wijzen, dat God zegt tot een vriend, God redt hier tot een vriend. In 1 Mose 3:15. Ik wil vriendschap zeggen, God redt tot een vriend. Hij redt niet te Adam, redt te Eva. Dit is om Gordon Eiden, God redt tot een vriend, hij heeft Adam en Eva verviert, hij heeft zich verzündigt, je weet die geschichte. Ik wil vriendschap zeggen tussen die en de früh. Tussen die en de früh, en tussen die zoot en er zoot, hij, dan gaat het nou een persoon, hij wordt die den kop verwonden en die wordt arm en een haak verwonden. Dit hier erklärt God den Krieg, wat nu al 6000 jaar gedreht heeft. God erklärt Krieg met den duivel. En dat is een zeer interessant beeld, we worden nog een beetje weer dan gaan. Maar dat we hem denken houden, dat du is de zoot van de früh. Nou weet je, in deze geschichte, dan handelt zich dat om Jezus, we weten dat. En we worden hier lezen dat de früh, die brengt een monskind ter wereld. Maar ik wil dat van jou een beetje bereiden nemen, een beetje dichter bij in huis brengen. Wenn wir weten, Jesus wordt geboren van de früh, aber de früh in deze geschichte is really meer als Maria, dat is het jüdische volk. Daar komt de Messias uit, daar komt die Bibel uit, daar komt die geloven really uit. Alles wat we kennen van God, komt uit het jüdische volk. Dat is een ding wat we moeten klaarhouden. Maar ik wil een beetje in huis brengen. De duivel verzegt jeder monskind wat geboren is. Dat wil hij vernichten. Dit is een zeer groot en een zeer wichtig thema. Dat je als mannen, je als jongens, jongens kinderen, die zijn een bijzondere target van duivel, die zijn een bijzondere ziel sozusagen van vriend, om die vernichten. Because wanneer de maan valt, dan valt de familie, dan valt de kerk, dan is de gezelschap zwak, dat land is zwak. In de laatste jaren
ich weiß nicht, was ihr ein Politiker sind. Mir interessiert Politiker und das will ich eigentlich so für Präsident daran. Aber das ist ein anderes Thema. Aber weißt du, in der letzten Zeit, wenn ihr irgendwas gehorcht habt, dann weißt ihr, dass Männer, das sind böse Menschen. Männer fehlt zu sehen. Männer fehlt, um ihre Basis zu schmieden. In der ganzen Welt shiften noch. Ich horchte ein Stützchen drei ein paar sehr kluge Frühs. Und ihr halten sich von dat Männer, die habe ich kein Gebrauch für. Diese Welt braucht keine Männer. Wir wünschen, dass Jeff keine, wenn die Welt bloß ohne Männer ran, würden alle Probleme gelöst sein. Weißt du, Männer, das ist eine Botschaft vom Teufel, die Männer vernichten. Wenn der Mann vernichtet wird, ist das Heim vernichtet, dann ist die Kirche vernichtet, dann ist die Gesellschaft vernichtet, dann ist das Darb vernichtet und das Land. Nu ist der Trump wählen deiden und wir können uns langweilig holen von Trump. Aber weißt du, dann horchte ich nur ein paar, nur ein Newscast und die reden von, wo schändlich traurig dort wir, dass andere Länder in der Welt hatten als frühester Präsident gewählt, aber wir in den States, wir können nicht. Und ich dachte so, Gott sei Dank. Aber anyway, aber ich will haben gesagt, das Charakterbild verstehen. Ich meine nicht, dass der Feind nicht in frühes heran ist. Einmal verleiht er einen Mann durch eine Früh. Aber das Ziel ist der Mann. Wenn die dort verjagt ist, Mann, dann haben wir eine schwache Gesellschaft. Schwache Heim, schwache Zeug. Und sag mal, bloß einfach kann, dass wieder das Krieg, was der Teufel mit dem Mondskind hat, das ist ein geraderer Krieg aus Satan und Jesus. Das ist der Krieg zwischen Satan und die aus Mann. Nimm die dort an. Und wenn wir Männer nicht jässlich wollen, wir laden unsere Familie nicht jässlich, wir beten nicht mal mit unserer Familie, wir bringen die euch nur Zeug, na bitte, dass wir nicht haarig verstehen, weil ja unsere Frühe spielen eine große Rolle mit Kindern von Jesus lernen. Aber ob Mord und ihre Leidenschaft von Mann passiert, wenn der Mann nicht mehr leiden wird, dann hat der Teufel gewonnen. Und das sind sehr wichtige Themen in unserer Welt, finde ich. Und so, dass das viel sind, dass Männer, die sind sehr böse Menschen, die missbrauchen früher, die gehen sehr dumme Dinge heran, die suchen und Drogen und Sexen und all diese Dinge, dass da wie Männer, aber dass den Teufel sind spielt, um die aus Mann vernichten. Because wenn er die kriegt er alles, was hinter die kommt. Na, bitte, dass wir nicht haarig verstehen. Ich hatte einen Führer, war never tust wir, ich hatte nicht gekannt, aber Gott hat mich danach geraten. Und so, dass es nicht, dass es hoffnungslos ist, aber wenn wir nicht so dort verstehen. Aber ich will jüngst als Männer dort ein Hort leihen, dass die jässliche Leidenschaft auf Gott die gegeben. Nicht die Früh. Und so, das Mondskind. 93 Geschichte. Und du erscheint ein anderes Wunderteken im Himmel. Und check, ein großer Vier oder Drachen. Ein Dreieck hat some von jener Übersetzung. Der hat 7 Chab und 10 Hähnen ab seinen Chab 7 Kronen. Und so, das ist ein Bild von den Teufel. Wir wollen das Lot ein bisschen klarer sein. Und weißt du, das ist ein Bild von vielen Christen, die vertiefen sich mit, wenn die Länder, like sie sehen, da waren Länder, der Teufel wird mit Ländern top schaffen. Und weißt du, das geht ein bisschen noch an. Ezekiel redet davon, some Länder sind abgenannt, was wollen die in Israel kommen, so eine Dinge. Aber ich glaube, wir vertiefen uns mit den Ländern und missen das gerade Bild. Na, der Teufel mit seinem Antichrist, das ist ein politischer Lehrer, da weiß ich von der Schrift. Und weißt du, diese Anhälter der Einigkeit, das ist der Satan mit einem politischen Lehrer und ein religiöser Lehrer. So, die schaffen top, da wollen wir nächstes Sonntag mal von reden. Aber hier ist ein roter Drache, der Teufel, und der hat Regierungsmacht. Und so werden wir nicht so uns vertiefen mit Krieg, was meint all diese 7 Chab und 10 Hähne und weiß nicht was alle. Aber der hat Regierungskraft. Das ganze Bild von der Gott will regieren. Das hat man nicht zu tun. Und der Teufel will regieren, der will diese Welt regieren. Das wollen die aus Mann hängen ran, als wenn du aus Mann hast von Gott Regierungskraft gekriegt. Der hat Gott die gegeben. Na, wir brauchen die Vergangenheit, aber es danach, so dass Gott hat uns die Lehrerschaft gegeben als Männer. Da meine ich, dass früher sind, irgendwo werden ja wird, dass eins sagt, bitte, dass wir nicht alle verstehen, dass wir nicht unangenehm nur das Service. Aber wir als Männer, wir sind die Chinese. Wir müssen gut die Chinese sein. Und die Teufel will es vernichten. Aber das, was wir hier haben,
de Feind met regeringskracht. Dat is wat we gaan. En zijn Seil slaapt een dredel van de stierens van Himmel en smijt hij op eerd. En de drache stond verder früh. Nou weet je, in onze Weihnachtsgeschichte, daar hebben we verten van Jezus zijn Geburt. Heb je mal een beeld gemerkt, dat de duivel stond door de stal, voor Maria. En luid, bij het kindje boer, wordt het opvreten. Dat is het beeld dat staat. Maar dat is wat Johannes hier zit. En de drache stond verder früh, die bad om geboren weer, om kind, wanneer het geboren weer, op te vreten. En zo hier hebben we den Feind. Nou, der slaapt een dredel van de stierens, dat is allerhand ideeën over dat. Dat komt, de schrift is klaar dat de duivel heeft aanhanger, zo te zijn. De duivel heeft ook zijn navolger. En zo we hebben eenmaal das idee dat een dredel van God zijn engel, die valt met een Feind op. En dat is waar het herkomt. En dat kan zijn, maar dat denk is hier, dat we waren het lood aan het vers vingen, dat de Feind heeft navolger. Maar het beeld is dat de duivel wil God zijn erlösungsplan opvreten. Dat is het beeld. Nou, wie weten, Jezus, hij werd geboren, Herodes vangt voets aan, oder die willen hem voets doodmerken, maar Jezus, hij werd niet voets naar de hemel genomen, hij leeft hier ongeveer een paar 30 jaar of zo, maar dat beeld is met breder. Dat beeld is dat God heeft een erlösungsplan. Hij heeft die im Ziel, hij wil die raden. Hij wil die erlösung geven, hij wil die eine Ewigkeit geven bij hem. En den duivel zijn Ziel is dat te vernichten. En dat is wat we hier hebben. En zo de Feind met zijn navolger, wat immer deze een dredel stierens, of dat een dredel van al God zijn engel, en weet je, en ik kan niet tieten dat hier alle lezen, maar in Ezekiel, en ook in Jesaja, daar heeft God ons beschreven van den duivel. En zo wo die herkomt, wo die valt, zo'n dingen staan, wordt interessant zijn, ik moet dat durchgaan. Maar de Feind weer mal God zijn engel. Hij weer mal een van God zijn de hoogste engel. Soms schrijft het leider zijn dat in de Hebräische Sprache, du ist dort klar, dat de beide Feind, oder wat we van jou kennen als den Feind, dat wir sozusagen de worship leider im Himmel. En dat hij had musical instruments nengebuurd in arm. Dat is een interessante beeld wat de schrift ons zegt. Maar dat is een rode drache. De duivel, die versucht God zijn erlösungsplan te vernichten. Dat is dat grotere beeld hier. En dan zegt hij, geboren een Mondskind. Een Mondskind. Wanneer du een Mond bent en du hast kleine baby, dat is een jong, dat is een Mondskind. Zo tun sie een bijzondere Ziel. Denk aan. Beschützt die Leute van God. Sie selbst een göttlicher Mann. Dat is zo zeer wichtig, dat de duivel ons niet wordt vervieren op deze stad. En zo zei je boer een Mondskind dat alle nationen regeren wordt, maak je dat thema hier. Dat zelfs je thema wat de engel te Maria zegt. Regeren op David zijn troon en zo'n dingen. En zal met een Iserstang, so hij wordt regeren met een Iserstang, dat is bloß een weg van zijn, hij wordt alle macht hebben. En hij wordt weggenomen naar God en zijn troon. Nou, zoals ik al zei, we weten dat Jezus wordt niet voets naar de hemel genomen. Maar zo wordt het hier beschreven. Maar het karakterbeeld is, dat Jezus wordt geboren, zum Fernsehen sind gestorben, hij komt uit de früh, dat jüdische volk, Jezus wie een Jud, zijn mama wie een Jud, en dan moeten we aan denken houden. Onze ganze Bibel komt van den Juden her. En so dat is zeer wichtig, dat we aan denken houden. So heißt dat Mondskind. Aber zoals ik al zei, dat is een grote geschichte. En de früh vloog in de wildernis, wo ze een stad hebben, van God uitgemerkt. Omdat ze erdoor ernähren 1260 deel. Nou, over dit beeld hebben Christen ook allerhand wilde ideeën. En du hast een stad, en wat van jou Jordan, dat land Jordan. Du hast een stad, die heet Petra, en du hast een stad, wo ze leven, daar wordt God Israël beschützen. Dus weet je, Israël, de schrift die er nog aan, dat twee dredel van Israël wordt aankomen, in deze triebzaal. Een dredel wordt overleven, die gaan met Jezus top in de 1000 jaar rekenen. Daar worden we alle van reden, wanneer we stur zijn. Maar het ding is hier, dat God beschützt zijn volk. Nou weet je, dat is een interessante ding. Wanneer we terugkijken naar de geschichte van Israël in Egypte.
En God raadde uit Egypten eruit en die draag hij. En weet je, in Egypten, wem wordt in Egypten omgebracht? Gekomen. In de volmacht van zijn Christus. En weet je, lied, dit is wat ik niet allemaal zei, dit is de ganze Krieg. De Königreiche van deze wereld moeten Jezus zien worden. Dat is wat Openboarunk is. Dat jüdische volk moet nu een Messias gebracht. Die twee dingen moeten passeren. En dat is een grote Krieg. Maar nu is de duivel, die is uitgeschmeten, en nu is de Radung gekomen. Nu is dat vorig. Nou, Johannes checkt je voorop. We waren nog waar terug gaan naar mijn triebzaal, maar hier checkt Johannes een beetje voorop. En hij zegt, nu is de Radung, dat is nu, van God zijn recht, dat is nu gekomen. Wils onze Brüder verklaren als raufgeschmeten, die entfer onze God dagen nach verklärt. Nou weet je, wanneer we dit lezen, dan wordt het verder uitgelegd dat God dat ons Christen verklaren voor den Feind. En in een grotere zin blijft dat ook. Maar dit is een jüdische Geschichte. Deze Brüder zijn Johannes zijn Brüder. Dit zijn Daniel zijn Brüder. Dit is het jüdische volk. De Zoton verklärt de Juden voor God dag en nacht. Er is geen volk op deze aarde, vind ik, wat alle vervolgd wordt als het jüdische volk.
En man jint dat, I don't know, als je dat interessiert, aber Israel ist ein kleines Landje, klein als Chihuahua State. Grote Länder daran, wat alle versuchen, Israel uitzuweiten, alle. Und wenn Gott ihn nicht beschützen wird, wird es lang passiert sein. Aber Gott hat einen Plan. Im Zweiten Weltkrieg, dann können Hitler 6.000 Juden tot mehr. Aber Gott hält seine Hand für so zu sein, dass er nicht ganz ausgelöscht wird, das Volk. Das sind so interessante Geschichten in unserer Welt. Aber nu ist der Radung gekommen, nu ist das Recht gekommen. Und manchen das Sprach, das ist nicht kein Sprach. Dann sagt er wieder, sie haben überkommen durch das Blut von das Lamm und durch das Wort von Erzeugnis. Und sie haben ihr Leben nicht gelebt bei dem Tod. Na, das ist so ein Falsch, was wir verbrücken als wir als Christen. Wir sind durch das Blut Jesus gerat und durch Erzeugnis und das ist so. Aber das ist nicht jüdische Sprache. Das jüdische Volk wird durch das Blut Jesus Christi gerat. Sie wollen sich nur Jesus drehen, ein Port von irgendwas. Sie waren ein Zeugnis für Sonntag, dann rede ich von den 2 Zeugen, die in Jerusalem zeugen. Und für 3,5 Jahre ging die nicht tot mehr. Aber dann bei einmal dann trat Gott die Hand weißer zu sein und viel konnte tot mehr. Aber die stehen ab von tot. Und so da hat wir für Sonntag. Und der Titel wird Michael. Nu hör ich, was das sagt. Das ist von Daniel. Das ist eine Prophezeiung von Daniel. 700 Jahre vor Jesus kam, aber das redet von das einen Titel. Und der Titel wird Michael. Ich sage immer, war Michael ist der Juden, der Engel, der Schutzengel. Michael, der große Schutzengel, der über den Volk steht. Daniel wie ein Jude. Der Engel sagt zu Daniel, über den Volk, über das jüdische Volk steht ein großer Engel, Schutzengel, Michael heißt er. Der wird sich bewiesen, du wird in der Not zu der Zeit sein, sondern es noch nie nicht euer von Donnes Völker und Länder angefangen, aber diese Zeit. Dann sagt er, aber zu der Zeit wird dein Volk, Daniel sein Volk ist jüdisch. Da wird dein Volk gerat worden und jeder, wem sie Namen im Buch gefunden wird. Na weet je, wir reden von den großen Wettertrauen und wir waren gerat worden, er wird unsere Namen im Buch sein. In einem Gerater war ich denken, ist es doch so, aber hier ist es eine jüdische Sprache. Und so Michael, der große Engel, Israel, der Schutzengel, der wird gegen den Teufel kämpfen. Und so dann kommt eine Not, sondern es noch niemals euer gewusst, nicht vorher und nicht nachher. Jesus redet von das. Dass die kämpfende Triebsal, das wird so schlimm sein, sagt Jesus, dass wenn die Tiet nicht wird aufgechartert, wird keiner seilig werden. Und ich glaube, die Tiet wird aufgechartert, wenn ein Port von Israel wird gerat worden. Und dann sagt er, die Volk wird sich dann nur Jesus drehen. Der Namen ist, was im Lebensbuch geschrieben sind. Und so das ganze große Wetter, Thron so wieder, das ist eine jüdische Sprache, so sagt das von der Unantschick. Dann sagt er, du wenn's freut die Himmel und die, was da ben wohnen. Na, wir haben auch davon geredet, dass wir als Kirche, so sagt das versteht, dann sind wir alle im Himmel. So wir wollen uns so freuen. Weil today wird die Erde und das Meer bewohnen. Aber das sind so eine Menschen, wie ein anderer Weise von sagen, der Earth Dwellers. Das sind die, die auf der Erde wohnen und bloß für die Erde wohnen. Und ihre Sonne. Ich will mit einer Gruppe hier von der Kirche, weil ich Lehrer oder Ekklesiastis durchgehen. Und das ist ein kleiner Schlädel in Ekklesiastis. Dort sage ich, unsere Sonne. Unsere Sonne meint, du lebst auf diese Erde, für diese Erde mit dem Ziel auf der Erde. Das ist, wo das noch handelt. Das ist, wo das noch handelt. Und so, wenn ich einen Mann sehe, weil wir um 3 Uhr ans Mann gehen, ich sehe einen Mann, alles, was ich tue, ist kämpfen für diese Erde. Das meiste Geld verdienen, die geradste Wirtschaft haben, das beste Fertig, das geradste Haus, das ist alles, für was ich lebe. Dann sehe ich einen Earth Dweller. Und so, das sind so eine Menschen, die auf der Erde wohnen. Dann sagt er, der Teufel ist noch jemand drauf gekommen und hat große Wort, wenn er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und so, die Bibel bietet noch an, dass wird eine sehr große Triebsal sein, besonders die letzten 3,5 Jahre.
Und als der Drachen sagt, dass er auf die Erde geschmeten wird, verfolgt er die Früh. Wer ist die Früh? Das jüdische Volk. Und so er verfolgt die Früh, versucht er Kind und er nur kommen abzufreten, so eine Dinge steht. Das ist ein geraderes Bild. In der Früh waren 2 Pflichten von dem großen Udler gegeben, omdat sie mocht in der Wildnis, war die Idee von der Wildnis fliehen. Nur er steht, wo sie ernährt wird für eine Zeit, in Tiden, in eine halbe Zeit. Das war war ich von seinen 3,5 Jahren. Und so einmal sagte 1280 Tage, einmal 3,5 Jahre, einmal eine Zeit, in Tiden, in eine halbe Zeit. Das ist alles dasselbe Ding. Und so war das Idee, dass Gott wird sein Volk beschützen. Die Bibel nennt das in der Wildnis, als es bei Petra, das mir don't, wo das ist, aber Gott wird nur sein, dass sein Volk wird nicht ausgeweiht werden. Und der Schlange schmeißt Wuter aus der Mehl, der Schlange, das ist der Teufel, da haben wir sein, der schmeißt Wuter aus der Mehl so aus und Strom, der früh hängt an, dass sie davon soll mitgeritten werden. Na weet je, some Dinge merken mir manchmal nicht ganz an, was alle haben, was Christen sein, oder like die Petra-Geschichte zum Beispiel. Na, du hast eine Stadt in Jordan, das ist Petra, einmal, wenn sie eine Reise machen in Israel, das ist eine Stadt am Hand vor dem Bechecken, wenn das ist eine Stadt, das du mal warst, bloß zwischen schmale Steine wohnt, sehr interessant. Aber weißt du, mit unserer Technologie von der, wie kann die immer sein mit Satellites? Wie kann immer Bomben der Hand halten? Like, du hast nicht eine Stadt in dieser Welt, wo ein Mensch jetzt beschützen von unserer Technologie in der Welt. Dort glaube ich, wo ich nicht sage, dass Gott lässt ihr das Wunder abschlucken. Ich weiß jetzt ein sehr interessantes Bild, wenn wir denken an Israel und was die Länder da rahmen, wo soll die Hand versucht, Israel zu verbomben. Aber das geht nicht. Oder das ist es, wenn Gott die Hand verhält. Das ist, was wir hier haben, glaube ich. Und das sage ich, die Erde hält die Früh und die Erde milkt im Müll ab und schluckt den Strom, wenn die Drachen in den Müll schmeißt. Na, das ist die Idee von Schutz. Das war ein Bild von der Wüste. Als Israel von Ägypten kommt, dann stond eine Gruppe, was je Moses und Aaron drehen, und dann sagt er, die Erde, die sich auf, schluckt das Leben nicht ab. Das ist ein Bild, was wir hier haben. Gott hat seinen Weg von Schützen. Und die Drachen wir wuttig, über die frühen Jink am Krieg zu merken, mit der Ehe von Ernokkum. Und so, wir als Christen, wir haben sich was bekehren in der Triebsal, das ist ein Nokum von der Früh, wenn wir ans Glauben kommt dort. Und Gott seine Geboten holen und das Zeichnis von Jesus Christus haben, so der Feind, der nicht bloß die Früh verfolgen, aber auch Ernokkum. Und so, das ist eine interessante Geschichte. Im ersten kriegt so was wir sagen, simply a story, nicht? Aber wisst ihr, das ist nicht bloß eine Geschichte. Johannes sitzt bei einmal hängen der Gardin, was er fährt. Und so du hast eine Früh, und du hast einen Drache, und du hast Michael, und der kriegt mit dem Drache. Und er wird in den Himmel geschmissen. Und der verfolgt das Mondskind. Aber ich will dir das mal ein Haus geben. Na, das Leben, das ist in der Zukunft, das ist eine Zeit, was hier was sein auf dieser Welt, die schrecklichste Zeit, was du dir denken kannst. Aber wir glauben noch, dass wir, was Jesus kann, wir wollen hier weiß und fair dort. Aber Christen sind nicht einig, wir wollen uns nicht abhängen dort. Weil wir einigen klar merken, dass wir kann Jesus. Da müssen wir klar holen. Aber ich will dir noch einmal ein Wort leihen, dass die als Männer die Verantwortung liegt auf dich, auf mich. Du meine ich, wie wir wird sind, oder dass wir sind große Mann und die Frühe sind noch schwer, fehlt um ihre Basis zu schmieden und so, das ist nicht, was ich meine. Was ich meine ist, dass wir als Männer die Verantwortung, zum Gott sein Recht so zu sein, wiederbühren auf das Erde. Da hat Gott uns gegeben. Na, in uns Volk haben wir Männer dort Ferken weichgeschmiert. Wir haben dort Ferken an so Frühes gegeben. Ich habe noch mal zu Ihnen gesagt, dass Lauren und ich, wir sind Ferken in der Himmel gewesen. Wenn er erst bei den Beten kommt, dann der Dämon, der versteht nicht, ein Dachgebet zu sein, ob Lüdes. Was und am Himmel ist geworden mit uns Männern. Das ist unsere Verantwortung. Wir haben nicht unser Früheste gegeben. Maar weet je, de Frühe spielen eine grote Rolle in ons Heim. Aber dat Gott sein Recht, wat was und dat
dat wordt wiedergehen, dat das Gericht, dat de Dievel den Gericht in het Mondskind nicht wat gewähren, dat ligt op onze schouders als mannen. We hebben het niemals vergeten. En dat Mondskind is Jezus, aber dat is ook du. Als een man. Leert jullie jongens van God. Leert jullie jongens mannen zijn in deze wereld. Leert jullie jongens dat zij vroeger beschützen en ehren en die helpen. En nicht missbrauchen en allerhande böse Dinge dan. Leert jullie jongens dat. Aber sie checken naar ons als mannen. Maar dat heeft immer families waar de voeder niet meer is, die is doodgeslagen, of die is weggegaan, of wat immer dat is. Dan glaube ich immer, dann hat jeder von uns Männer eine Verantwortung, ob das steht, und wie es Zeug hat. Aber unsere Jungs müssen gelehrt Männer sein. Gründlich sehr wichtig in dieser Welt. Wenn die Welt, die schmiert die Männer weg, die bleibt hier sind Aschels, die fehlt Futterschmieden weiter nicht. Aber Gott denkt da anders über. Und der Teufel will uns einbilden, dass wir Männer, wir haben kein Recht, wir haben nichts zu sein, das ist bloß ein Arschel, der weiß ja nicht, das ist bloß ein Diktator und der will bloß kontrollieren. Einmal ist es so. Aber der Teufel versucht uns als Männer zu vernichten. Never forget that. Gott, wir danken dir für den Wort, Dankeschön für das Bild von, wo du in Mondskind in dieser Welt brauchst, um uns raten. Help uns als Männer, Herr. Wir haben eine Verantwortung, die ist groß. Und wir können nicht ohne deine Kraft tun. Dankeschön für den Geist, dass du uns fallen lässt und uns Kraft gibst. Und wir danken dir, dass du uns verschalten. Amen.